Tada! Schick passt du, Mr. Science. Ja, lach nicht, aber für 150 Jahre hätte mein Chip wahrscheinlich so ausgesehen, aus 100%ig Lützeburger Fasern. Und da habe ich ja eigentlich mein Ziel von heute erreicht. Merci, Bauernmusee. Ma ja dann, schau, das war ja kurz. Aber nee, an meinem Experiment von heute will ich ein bisschen mehr etwas Modernes machen. Ich versuche auch 100%ig Lützeburger Synthetikfasern zu finden. Die findest du aber nicht hei. Nee, mir habe gesagt aber ganz gut, wie aus Fasern ein Stoff entsteht. Und das ist bei der Synthetik nicht ganz viel anders. Es teilt den immer am Anfang ein paar Fasern, die gehen verdreht, zum Beispiel auf einem Spannrad, und dann haben wir Fäden. Und mit ganz vielen Fäden möchte den Stoff. Entweder hei wie hei auf einem Wirfstuhl oder auf einer Strickmaschine wie hei. Und das Teil ist ein echter synthetischer Stoff, den zu Lützeburg hergestellt ist. Nylon. Guck dich mal an, unter dem Mikroskop, wie den abgesät ist. Ah, den hast du auch gestrickt. Aber wo könnte Nylon überhaupt hier? Aber genau das ist interessant beim Nylon. Der Nylon wird nämlich aus 2 Flüssigkeiten hergestellt. Und die habe ich hier über den E-Geschichte. An der engen Flüssigkeit auf Basis von Wasser habe ich das Baustein, also Molekülen dran, und an der anderen Flüssigkeit habe ich das Baustein dran. Und die können sich auf 2 Enden verbannen, aber nicht in den einen, sondern just mit den Molekülen aus der anderen Lösung. Und das machen sie genau da, auf der Grenze zwischen den 2 Flüssigkeiten. Da bildet sich ein sogenannten Polymer. Nennen die das. Und das ist der Nylon. Und den hat sich hier gebildet und den gehe ich mal fänken. Oh, die kleine Haut geht ja zu einem Furdem. Und ihr seht, sobald ich ein bisschen Haut rausziehe, bildet sich direkt auf der Flasche, wo die 2 Flüssigkeiten sich berühren, naja. Wow, ziemlich faszinant. Tja, mir leider geht den Nylon Hautestars nicht mehr zu Lützeburg produziert. Wohl aber das Flaschen. Ja, aber die kannst du aber nicht tun. Nee, aber zu Lützeburg gibt von einer Firma von Diedling das Rohlinge produziert. Und daraus entstehen auch heute zu Lützeburg das Flaschen. Aber wenn die eitel sind, da gehen die ja recycliert. Und der recyclierte Plastik, den kann erhitzt gehen. Und daraus kann ihn dann Fäden ziehen. Und das Fäden, die gehen geholt für Textilien, wie zum Beispiel diesen Fließpullover zu machen. Aber nicht heute zu Lützeburg, oder? Nee, wir haben ein bisschen Chance, als ein Teil vom Plastik aus diesem Pullover von Lützeburger Flaschen. Rein Spekulation. Du hast aber hoffentlich noch etwas Besseres, Mr. Science. Vielleicht. Komm mal mit. Mein Opa produziert noch als einzig Großindustrie Textilien, also Stoff. Und mein Opa ist Dupont de Nemours. Und sie machen unter anderem ein Textil, den Tyvek heißt. Aber wie sie das machen, das ist streng geheim und das wollen sie es nicht verraten. Aber ich weiß aber wie und ich weiß nicht. Sie holen den High-Density Polyethylen, das ist das Plastik von einer Tut, und sie lesen den bei hohen Temperaturen am hohen Druck an einem Lösungsmittel ab. Danach wird diese Mischung durch ein Düs gepresst. Und dabei verdammt Lösungsmittel ganz sehr und entsteht ein Furdem. Und der Furdem gehen da ganz viel über den Nägel gelöscht. Und sie gehen nicht mit Nägel verwirft, aber sie gehen mit Hitze behandelt und so zusammen geschweißt. Und dann haben wir den Tyvek. Ich verstehe, so ähnlich wird da gemacht gehen. Und die gehen ich Ihnen mal weisen. Hier fängt es an, ganz geheimnisvoll zu gehen. Ich bin mal gespannt, was ich hier gewissen kriege. Moin, Mr. Science, moin bei Dupont. Sorry, hier ist selber gemachten Tyvek von mir. Hast du den so ähnlich wie Ehren? Ist der total weg? Nee, guck, du seid ihn nur durch. Nee, kann mich weisen, mal, wie das wirklich geht. Hier ist Teil weg dran. Guck, geht nicht durch.
kein Wasser, keine Bakterien, aber guck, wenn die Scheinen Druck abbauen, dann siehst du, dass die Luft durchlässt. Ah, okay, cool. Ja, war das denn so? Weil Denkfasern halt, die sind ganz dick und Eisfasern sind ganz rein. Guck, okay. Haben sie verfestigt, also sind sie noch nicht verfestigt. Und wenn ich, kann ich sie noch aufziehen, aber wenn wir sie da verfestigen, dann ist das wie Papaya. Ein Envelope heißt, ich probiere den mal zu zerrappen. Okay. So, was macht ihr denn da? Ja, außer Papaya oder Enveloppen, machen wir auch zum Beispiel eine Metallbeschichtung drauf, Aluminium, bedoppt gedampft, und dann machen wir einen Hust daraus. Und die Hust zum Beispiel liegen die für Produkte geschickt, wie Medikamente oder Frischprodukte, für das sie kalt bleiben, wenn sie durch die Welt geschickt gehen. Okay, aber das sind also so Kleider für Paletten. Hast du noch so Kleider wie für Misch oder so? Für dich? Nicht für all das, aber für spezielle Zwecke, wenn du mit Chemikalien oder Kontamination zu dienen hast, wie am Tatort, dann ist so eine Uniform und eine ganze Sammlung an einem schönen Rucksack als Teilwerk zusammengepackt. Kannst du alle gut probieren. Okay, merci. Ja. Für den Mr. Science haben wir noch etwas Extras. Das ist ein Laboskittel für den Mr. Science. Dass du gut geschützt durch die Welt gehst. Cool. Vielmals merci. Allez, ciao. Ja, ein Tyvek-Chip. Schick, hein? Und das 100% made in Luxemburg. Am Rucksack sind Sachen für den Olivier dran, und der ging ich ihm mal.